Jo Liga alles Jeremy ja, ich fang nun so kleine aus Langeweile schon vakant schon ein bisschen paar Video zu machen einfach Spaß weil ich Bock und voilà. Die Bro. Für uns fangen kann ich mal durch guck mal alles so ein Video und Platzn den Würzburg soll visitieren go so gucke immer ganz gespannt ob ich die Plätze kennen. War ich so mehr schnacke net groß rum und ging direkt ran. What's up guys, we're here in Luxembourg, and in this video we're going to show you the highlights of the entire country. We're exploring by car, and we're here for 3 days, so make sure you watch till the end of this video, because we're going to highlight the itinerary for 1, 2, or 3 days. So enjoy the video. We are Zach and Ina, full-time digital nomads from the United States and Belgium. We met while studying abroad in 2018 and have been traveling the world together ever since. We're here to inspire your next adventure, whether it's hiking in the Canadian Rockies, a road trip through the US, or backpacking across Africa. On our channel, you'll find unfiltered videos. Okay, ich meine, wir skippen den Teil, das war ganz cool und interessant. Ich fand noch Quali von ihren Videos sie mega geil Medien, dass sie das mit Herz machen, gesagt dass auch so Drone-Shots und so weiter. Also es ist interessant, auch so ein bisschen für Videografie. Mega cool, mehr ich gebe so mehr Videos of hiking guides and the best things to do in destinations around the world. Luxembourg. Okay. Was hat ihr gelauscht? Was hat ihr gelabert? Interesting places to visit and things to do in the country of Luxembourg. Okay, du schon sagen, man kommt Müllerdal, kann man, ne? Echternach is located in the east of Luxembourg. Was? Was hat ihr gerade? Echternach is located in the east of Luxembourg, right next to the German border. It's known as Echternach is crazy, Bruder. Echternach is crazy. It's the oldest town in the country, dating back to the end of the 7th century, when the Abbey of Echternach was established. Today, you can find a lovely open square, beautiful historical surroundings, and cute restaurants. This town makes for a great stop while exploring the countryside or as a base to explore the unspoiled Mullerthal region. Also interessant und wie das gesagt geil aus. Was sind sie hart? Safe, ne? The Mullerthal region itself is probably the most unique area. Ich wo sie gucken waren schon nach Kanema waren wir auch schon paar Mal am Müllerdal ist nicht weit weg ist aus dem Norden sind von Wolst du die Gegend aber den zuerst dann noch hast da kann ich noch ganz also easy Schwenker machen ob der Müllerdal von immer gut von die zwei Bahn nicht möchte weil Müllerdal sind mehr viel spazieren zu können dann den Uwe selbst will trinken gehen oder das erste gut da gehen zuerst danach in all of Luxembourg, with an abundance of mysterious caves, small waterfalls, dense forests, and sandstone rock formations. This region is best explored by foot. Experienced hikers can tackle the challenging 112-kilometer or 70-mile Mullerthal Trail, which combines forests, rocky caves, fields, and villages. But if you just have a few hours or a day, we recommend hiking shorter trails so you can explore the main highlights. So we're hiking through the Mullerthal region of Luxembourg now. It's super beautiful. They call this place the Little Switzerland. And if you can, definitely come on a sunny day because all of the trails are a lot more dry and easy to walk on. And the sun is just sparkling down on all the waterfalls, which makes it even more impressive. Ja, Mann. Der Platz ist so nice, da war ich auch schon. Und ja, könnte, wie so Glitzberg Schweiz auch genannt, das meine ich schon her. Und ja, das ist wirklich schön, da kann ich noch gut trippeln gehen. Aber ich war die letzte da und da waren echt viele Touristen, ne? Crazy, ne? Das war nicht so ruhig, wie das nur hier im Video ausgesehen, ne? Das war deutlich mehr los. Und der Platz speziell, wie sie noch da weisen, die ist geil. Und ich hatte auch das ist einfach dann wo ich gedacht habe, das ist einfach Irak geschwommen. Und das ist einfach ausgelassen, Auto schwammen gegangen. Und natürlich steht da schon, ja, der ist so dran gut und nur mehr.
war ein Engländer. Spaß. War witzig. Situated in a river valley in northwestern Luxembourg, Es-sur-Sur is one of the tiniest villages in the country. Here, it seems as if time has stood still. You can see the remains of an old castle on the hill with narrow streets surrounding it. For a long time, this town was isolated and difficult to visit because of its remote location. Luckily, there are now 2 tunnels. Ja, Eschsauer kann man auch. Sie vom Norden. Also Eschsauer war schon ein Mensch. Sieht da halt ganz schön auch den Stau, den einer fließt. Nicht sauer, also scheiße. Aus der Stau sauer. Aus der Stau. Ja, ne? Ne, das fließt aber du, der das. Ja, oder? Scheiße, man wird's nicht dumm. Which make visiting this village a lot easier. In our opinion, Es-sur-Sur is an idyllic place that deserves a quick stop to take in the views. Als ob die Birsch Mutter Gottes ist. Located in northern Luxembourg, Clairvaux is another countryside town that is worth a visit. Not only is it home to the beautiful Clairvaux Castle, but you can also walk here in the surrounding forests and hills, or explore the small town center and nearby abbey. So we just went to the Abbey of Clairvaux and we thought we were buying beer because of course this looks like a beer bottle. Der sollte doch nicht mehr gehen. Kannst du aber noch? Da steht Schütte Pommes. Scheiße. Hä? Hätte schon her, du soll auch Bayer gebraucht genannt sein. Das gesagt, du hast gesagt, Bayer, vielleicht mal, Bruder, Schütte Pommes, oder? Und du warst auch schon, ich hatte was geschafft und anscheinend keine Kolonie gelebt. Also ein schöner Platz, ein schön ruhig, so muss ich wirklich sagen, kann noch cool spazieren gehen, aber ja, And there's for Kleve ist schon easy, was denn du wohnst, das ist schon ein romantischer Stadt, kannst immer durch die Gassen trippeln gehen. Fand ich schon cool, geht die Kebab, mir so gut 2, geht die Bäcker, also für einen Kaffee zu nehmen, das ist easy, das ist ein easy Platz. example in Belgium where I'm from, there's a lot of abbeys that produce their own beer. But then we found out that it says jus de pomme and it's actually apple juice. So it's no beer, but it still goes to a good cause if you buy a bottle, so that's good. Okay, Bayer, dann. Das ist Minus. Bürscheid is a small town in northeastern Luxembourg, known for the country's largest and most dramatic castle. But besides that, the village is located right next to the river and surrounded by rolling, green hills. Thus, it's a great place for camping, swimming, and hiking. Das ist die Pommes drin. Ich muss so, sie wählen einfach geil Plätze aus, man. Hätte ich nicht gedacht. Schöner hätte ich nicht gedacht. Schöner. Normalerweise immer, keine Ahnung, Touristen-Guides-Videos auf YouTube sind, das ist immer komplett ass. Das ist immer so Plätze, man. Keine Ahnung, kein Sau oder so dick Scheißplatzen und so. Und heute muss ich so hinkommen, suchen wir nach den Norden. Aber sind Durchschnittplätze. Am Süden gehen doch cool Plätze. Was gebe ich nur empfehlen? Ja, okay, für so spazieren zu gehen mal oder so, fand ich ja, schwer. Vielleicht gewusst zu La Sauvage war der Blues Express, das war mega, mega geil. Und das ist eine mega geile Location. Das ist auch das Naturplatz. Und du, wie genau ist die nicht, dass du Fond de Gras, ich wollte nur Foie so Fond de Gras. Und du hast auch so ein bisschen Busch. Und das ist so coole Restaurants, so kleine. Also, ich muss so, gefällt mir ganz gut die Platz an La Sauvage. La Sauvage, Fond de Gras, die Platz, das mir auch gefällt, wo so dick cool also ist. Also, wo kannst du noch gehen am Süden? Putain, ich weiß nicht. Das
dat gëtt sech verhalen, dat gëtt sech verhalen. Burscheid, ich mein, ich war selber noch nicht do. Ah, doch, ja, doch. Ja. Also Vianden is our Landschaft. favorite town in all of Luxembourg. Located in the valley along a beautiful river, this village Vitamin A hat ich viel Burschen halt gehabt. Scheiße, Mann. enjoys an idyllic setting, but its main attraction is undoubtedly the Vianden Castle, which has been beautifully restored since 1977, when it passed into the state ownership. You can easily combine a visit to the castle with a stroll through the town or a scenic ride on the chairlift. Muss so geil Drone-Shots. Und ich schneide die Video noch wirklich gut. Also, das ist wirklich angenehm zu gucken. Und coole Vibe, schön ruhig. Ah ja, feiern kann man auch der Tisch bis lo Platzen. Alle Plätze kann man Burscheid, wahre lo noch nicht. Also, ich weiß, da sind do eben Lunch für das, also von. Ja, also das ist schon oft der Lunch gefahren. So, und schon die Bursch auch schon gesehen so beim Lunch fahren, aber ich war da nie do wirklich Visitärer. Nee, kann man. Lützburg Stadt, sind wir gespannt. Luxembourg City is the vibrant, cultural capital city of the country, with an interesting layout. The city is divided into two sections: the High City, which is the medieval town center situated on a cliff face, and the Low City, which is located in the ravine that runs through the city. And while the Low City is more peaceful to stroll around, the High City has most of the tourist attractions. Geil. Highlights include the cathedral, the palace, the casemates, and the scenic Corniche. Wen kennst du nicht? Casemates. You can book a guided walking tour and wine tasting via the link in the description below. For a beautiful view over the city, you can walk Chemin de la Corniche, and it just keeps going, and you can see the lower part of Luxembourg as well as a little bit of the upper part. Ja, okay, Stadt kann man natürlich nicht, sind doch teilweise abgewürzt, so halb Stadt, halb Volt. Kann man, mega, auch geil aus sich, wunderschön aus sich, ne? Das, was die Stadt vorher, das sind die Leute, die da leben, die, also die rundherum laufen, das ist wirklich so crazy. Stadt ist cool, Stadt ist easy. Hat mir auch Spaß, da rum zu trippeln. Ich gehe auch oft da hin an, keine Ahnung, eine von meinen Favorite Places, auch halt, Heimat. Ich merke gerade, ich muss das noch passen, was ich so, ne? As promised at the beginning of the video, we'll now share our recommended itineraries together with some tips. If you only have one day, we recommend just visiting Luxembourg City. It's easily accessible via train from the neighboring countries. There are trains from Brussels, Paris, Trier, Cologne, and even Basel in Switzerland. The public transportation in Luxembourg is free, so once you're in the city, you can decide to bus or walk around. If you have 2 days, we recommend combining Luxembourg City with Vianden, Mollerthal, and Echternach in the east. For this itinerary, you'll definitely need a car. You can book your car rental via the link in the description below. To get a real taste of Luxembourg, it's best to stay 3 to 7 days. In this way, you can combine the previous mentioned places with a visit to Clairvaux. Brauchhafte Popschutz. Mit deinem Mikro, man schon. Aber mega gut, also ich fand ein bisschen valid, sing Guideline, also ich fand richtig cool, ich fand cool, wie ihn das abgestaltet hat, sing Lust. Fand ich gut auch, dass ihr seht, so an einem Tag süß letzte Stadt, weil, Bro, das ist wirklich, das ist groß, also für einen Tag und das ist schon crazy. Und dann, wenn du mehr Zeit hast, oder Lützburg Feuer in der Müller da, das kann ich wirklich machen, so in 2 Tagen, so Feuer in der Müller da, wie ich auch so, kannst du an einem Tag machen. Und dann, wenn du noch mehr Zeit hast, noch so den Norden ein bisschen gucken gehen, ne, Kliev, Burscheid und so weiter. Das ist schon wellig. Wirklich, bislang richtig gutes Video und auch mega valid Lust, also. Ich weiß nicht, was ich noch dabei ging fügen. Ehrlich gesagt, ne, wenn ihr neu lebt, das ist alles so selbstverständlich. So. Aber ja. Schreibt mir mal an die Kommentare, was die noch gibt dabei fügen. Ich fand die Löcher bis jetzt ganz okay. So von den Must-Sees, so fand ich schon wirklich an der Reihe. Ich weiß nicht, was gibt ihr noch dabei schreiben? Bjorscheid, and Estrosur. You can also spend a few more days in the Mollerthal region and do multiple day hikes there.
And that's it for our video on Luxembourg. There are other places we didn't mention that are definitely worth checking out, such as the Moselle. Okay. Oh, okay. Gute Call. Sorry. Muselgegend. Hat er wirklich gut noch gesagt. Muselgegend, das ist wunderschön. La Rochette. Kann ich machen, das ist ein bisschen wie feiern, das ist ein kleiner Sidekick. Walf war auch cool. Walf war ist mega. Also viel zu wohl sowas cool. Was nur von der Stadt. Das ist aber ein bisschen mehr ruhig. Du suchst einen Platz, wo du kannst spazieren gehen. Also du bist best of both worlds. So Stadt, aber auch ein bisschen Natur. Also Walf verloren zwar, das ist schon ultra geil gewesen. Ne? Dann Burscheid. Ja, Burscheid. Okay, Beaufort, ja, war schon noch nicht so die Bursch gucken. Also war ich bestimmt schon, aber also kam mir irgendwie also nicht so hängen geblieben. Dann Parc Merveilleux. Guter Call, Bro. Jeez. Gut Abend. Region. For more information, such as the best time to visit Okay. and to download the actual maps used in this video, Alright. check out our blog link in the description. We'll catch Okay. you on the next adventure. Okay. Ich muss ehrlich so ein geiles Video, wirklich cool, Leute auch, sympathisch. So die von Amerika an Belgien sind sie zwischen wie von wo aus mehr mega angenehm, voll natürlich, so nicht abgesagt und so weiter. Wirklich coole Video. Ja, ich fand auch die Platz, wo sie gesagt haben, waren top. Genau. Kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, voilà. Sag mal, ob das ein Video cool tut. Wie du das mein erstes Video, das ist noch ein bisschen so am Gang, mich warm zu machen mit der Kamera und so weiter. Aber ja, wenn dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und dann gib es so, sehen wir uns bis die nächste Mal. Ciao. Show the weekend, don't mechanic, stop on fresh music, drop.